Sehr geehrte Besucher unseres heutigen Volksmusikabends, ich darf Ihnen alle recht herzlich im Namen der Graumaler Zech bei uns in Andrichsfurt begrüßen. Es freut uns, dass ihr so zahlreich unserer Einladung gefolgt seid. Ganz besonders begrüße ich unsere Ehrengäste, an der Spitze unser Bürgermeister Hans Brandstätter, weiters unseren Diakon Ferdinand Lechner, es ist uns eine besondere Ehre, dass uns der Ehrenpräsident vom Forum Volkskultur, Hans Samhaber, heute besucht. Er war selber schon mal Sprecher bei einer unserer Veranstaltungen, was wir vor einigen Jahren gehabt haben schon, und gefällt es ganz besonders, dass du wieder mal nachschaust bei uns. Weiters begrüßen wir auf dem Ehrenobmann vom Verband Innviertel, und Konsulent Hermann Braumann. Wir begrüßen weiters den Generalsekretär der Internationalen Organisation für Volkskultur, Direktor Hans Holz aus Andorf. Man muss sich vorstellen, er ist jetzt Generalsekretär einer weltweit tätigen Organisation mit Sitz in Andorf, wo es, glaube ich, auch ein Zeichen ist, wie unsere Volkskultur in Österreich auch weltweit geschätzt wird. Und er hat heuer große Veranstaltungen im August in Andorf mit, glaube ich, 12 Gruppen aus der ganzen Welt, also internationale Gruppen, und es ist sicher sehenswert, wenn man sich das anschaut. Ja, und ich begrüße auch ganz besonders unseren Freund und Gönner, Herrn Primar Dr. Hermann Schütz aus Schering. Ja, kärntnerisch, innviertlerisch, so ist das heutige Motto. Und damit der Abend auch kärntnerisch klingt, für das ist heute unsere Gastgruppen verantwortlich, so heißt es die Volkstanzgruppen Lindwurm aus Klagenfurt. Herzliches Grüß. Sie sind ja seit gestern schon unsere Gäste und bleiben dann noch bis morgen. Es ist ein Gegenbesuch von unserem vorherigen Besuch in Klagenfurt, und es hat sich sehr gute Freundschaft entwickelt, und ja, wir haben gestern schon einen wirklichen Abend miteinander verbracht, und ich glaube, dass sich das heute auch wieder fortsetzt. Und sie werden uns tänzerische Einladungen bieten, Schulplattler und auch musikalische, wie wir es schon gehört haben. Ganz besonders eben der für die Musikanten da begrüßen Trainer. Ja, und durch den Abend führt uns heute wieder der Karl Bumberger aus Gurten. Wir haben gerade geredet, zuerst miteinander vor 4 Jahren, es gewesen, 2003, haben wir auch daran erinnern, Volksmusik oben gehabt mit Gästen aus Hessen, mit der Tanzgruppe Verschlitz. Und da war auch der Karl Bumberger da, und ich glaube, seine Geschichten kann man gar nicht oft nur hören, so unterhaltsam sind, und ich freue mich heute schon wieder auf die neuesten Geschichten von dem Neichenbirche, was du rausgebracht hast. Herzlich willkommen. Ja, ich wünsche euch alle unterhaltsame 2 Stunden circa, einen unterhaltsamen Abend und viel Vergnügen. Ich darf dann an Karl Bumberger gleich das Wort übergeben. Ja, grüß Gott auch von meiner Seite. Freut mich, dass ich wieder mal da sein darf in Andrichsfurt zum Volksmusikabend, der ja traditionellerweise allweil ein großer Erfolg ist. Mit den engagierten Krammerern, die das veranstalten, mit den Gästen aus nah und fern. Heute kommen sie aus Kärnten, aus Klagenfurt, der Lindwurm wird uns heute begleiten. Wir werden sich durch das ganze Programm durchschlingeln.
Ich hoffe, dass die Kamera nicht drüber stolpern dann beim Tanzen, aber das geht sicher gut für eine Art. Ja, Lindwurm, Volkstanzgruppe Lindwurm aus Klagenfurt. Die sind nicht das Klagenfurt, sondern das Singerfurt, das Tanzenfurt. Heißen aber trotzdem Volkstanzgruppe Klagenfurt. Ich darf ein wenig durchs Programm führen, ich darf die verbindlichen Worte zwischendurch sprechen, dass die wieder ein wenig rosten können, ein wenig ausschnaufen von Tanzen, ein wenig ausgradigsten, wie wir sagen, ein Infiro von Singer. Ja, und da überlegt man natürlich, was man dazwischen drin liest, dass er dazu passt. Und wenn man das Programm angeschaut hat, will ich sagen, dass dann als nächster Punkt nach mir die Grammarer Sänger kommen mit dem Handy-Jodler. Da ist man ja, da kommt wieder mal eine Geschichte von Handy lesen, ist aber nicht die Geschichte, die wahrscheinlich schon einige kennen, sondern das ist jetzt eine Handygeschichte der neuen Generation. Mir hätte ja mein altes Handy auch noch lang da. Aber man weiß ja eh, wie es ist. Das Schenken auf Weihnachten wird immer schwieriger. Geht uns eh alles gleich. Die Mai weiß überhaupt nicht mehr, was man jetzt so auf Weihnachten schenken sollte. Die letzten Weihnachten ist gewesen. Da ist unter dem Christbaum für mich ein Murzbackel gelegen. Ja, was wird denn da drin sein, weil man denkt, das ist so ein Trumbackel. Wie aber nach dem Auspacken, das mehr aus Styropor und Plastikfrast auf Zeit gelegt haben, ist von den Geschenk gerade nur ein Fünftel übergeblieben. Und das ist ein Handy gewesen. Ganz selbst kleines, freut's klein für meine großen Bratzen. Da kann ich mit der Tastatur nicht schmeißen, habe ich gesagt. Da drücke ich gleich wieder 3 Tasten auf einmal. Das ist ja nur darum gelernt, wie mein Altes. Und feigelt mir das schon so. Überhaupt sollte man ja das Handy mit einer Hand bedienen. Quasi ein Handy. Und da komme ich überhaupt nicht zusammen. Die Mai hat mir es gleich angekannt, da ich nicht recht begeistert gewesen bin von den Geschenken und ist frei ein wenig eingeschnappt gewesen. Darum habe ich halt noch die ersten kritischen Bemerkungen da, wie wenn es mich recht gefreut. Sie hat mir auch zum Versteck gegeben, dass sie sich mit dem Geschenk ganz schön Unkosten gestürzt hat. Weil das ist ein Handy der neuen Generation, hat sie gesagt. Mit dem kannst du auch fotografieren, hat sie mir erklärt. Ja, was denn nur ist, weil man denkt. Aber ich habe meine Skepsis nicht ankennen lassen. Den nächsten Tag habe ich mich notgedrungen mit dem Handy beschäftigen müssen, habe Bedienungsanleitung studiert und das Fotografieren probiert. Ist gar nicht schlecht gegangen. Und schon langsam ist mir das neue Handy direkt sympathisch geworden. Nur dazu bin ich draufgekommen, dass meine Frau auch genau das gleiche hat. Das ist nämlich ein Weihnachtsangebot gewesen. Kauf 2, zahl 1. Darum ist das Backel und der Christbaum gar so upack gewesen. Der Umstand, dass wir 2 gleiche Handys haben, hat natürlich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Man kann nämlich die Aufnahmen, die man mit dem neuen Handy macht, mir nichts verschicken. Das hat mich auf ein paar gute Ideen gebracht. Wenn meine Frau jetzt das Einkaufen schickt, dann bin ich praktisch ferngesteuert. Mit dem neuen Handy gibt es keine Unklarheiten mehr. Das ist früher oft mächtig ein Problem gewesen. Da hat es mir auf dem Einkaufszettel 30 Decker Jausen aufgeschrieben. Alles schön und gut, aber was tust du denn an dem Geschäft vor der Wurstvitrine mit den weißen Zettel und den Kritzler 30 Decker Jausen, wenn eine 5 Meter lange Auswahl an verschiedene Wurstsorten da ist, von Käuferin fragt, was du möchtest, und du kannst dich nicht entscheiden. Ich kann doch nicht zu der Verkäuferin sagen, ich kriege 30 Decker Jausen. 30 Decker Jausen, das ist leicht geschrieben, aber die Realität schaut anders aus. Da musst du dann praktisch binnen Sekunden eine Entscheidung treffen. Und nur dazu in einer ausgesprochenen Stresssituation. Weil hinter deiner spürst du den heißen Arm von den anderen Kundschaften am Nacken. Die das nicht akzeptieren, dass du nicht entscheiden kannst. Wurstvitrinen verlangen Entscheidungsfreudigkeit. Früher habe ich halt irgendwas genommen, gerade da ich halt wieder weitergekommen bin. Daheim hat es dann meistens lange Gesichter gegeben. Lauter Kaswurst springt daheim, wenn du das eh weißt, dass es außer dir nicht mag. Aber das ist jetzt umgekehrt. Mit dem Handy der neuen Generation gibt es das nicht mehr. Da gehe ich erst einmal langsam vorbei und fotografiere die Geschichte.
ein Foto von Aufschnitt, eins von Schinken. Kaswurst ist ausgesprochen fotogen. Und dann ein paar Fotos vom Fleisch. Dann rufe ich sie an und schicke ihr die Fotos. Gleich darauf kriege ich dann von ihr die Bestätigung, was ich nehmen darf und was nicht. Hier und da ordnet es auch an, da ich von dem und dem Fleisch eine gescheite Nahaufnahme machen soll. Dass sie sieht, ob es schön durchzogen ist. Bei den Nahaufnahmen muss man aber aufpassen, weil da kann es passieren, dass er aufgrund der aufsteigenden Kaltluft Linsen anläuft und dann wird die Aufnahme unscharf. Nur dazu sagen es die Verkäuferinnen nicht gar so gern, aber alle auch der Nähe von den Wurstzeigungen abgeredet. Aber bei den anderen Lebensmitteln gibt es mit den Handys der neuen Generation keine Unwahrheiten mehr. Im Zweifelsfall ein Foto geschickt und der Käse ist gespitzt. Ich habe das neue Handy auch recht gerne als Wirtshaus mit, weil da ist auch oft so, dass ich rechtfertigen muss. Überhaupt, wenn man beim Fortgehen sagt, dass man eh gleich wieder da ist und dann dauert es da ein wenig länger. Vielleicht zahlt einer einen Liter Wein, dann kann man nicht einfach davon rennen. Früher, wenn man sich rechte Vorwürfe gemacht hat, habe ich gesagt, ich habe nicht Deutschland von Stammtisch, weil ich ganz im Bike gesessen bin. Das hat man nie geglaubt, obwohl es ein paar Mal wirklich gestimmt hat. Na und heute, wenn wir uns länger bleiben, sitzen wir beim Stammtisch ganz zu, bestelle einen Liter Wein und bitte wird, dass er den ganzen Stammtisch fotografiert. Dann rufe ich sie an und schicke ihr das Foto und erkläre ihr die Situation. Es ist mir eh ganz zwider, sage ich gern, aber siehst du das eh, es gibt kein Neukämmer. Das hat aber echt gut funktioniert, dank dem Handy der neuen Generation. Gerade jetzt vor ein paar Wochen, ich bin wieder recht gut gesessen und schon vom Mittag weg nicht mehr daheim gewesen, ist mein Plan nicht mehr ganz aufgegangen. Auf Mitternacht ist schon zugegangen und die Latschen Wein auf dem Tisch hat nur weitergekehrt. Heute ist sie gewiss nur auf, weil man denkt, weil sie im Fernsehen einen Monumentalfilm spielen, der gut bis Mitternacht dauert. Geh, lasst mir ganzes Ich zu. Habe ich zu meinen Spätern gesagt, ich habe ein Fototermin. Der Wirt hat sich gleich auskennt und hat ein stimmungsvolles Foto vom Stammtisch und den Haufen Weinglasen gemacht. Na, dann habe ich wieder wie alle Weine kurz angerufen, hast erklärt, da ist schon so gern heimgegangen, aber es gibt keinen Neukämmer. Und zum Beweis mit meinem Handy der neuen Generation auch das passende Foto dazu geschickt. Sie hat nicht viel gesagt, ich muss da schon geschlafen auf dem Fernseher, weil gar so freundlich hat es nicht gelungen. So, das war erledigt, habe ich gesagt, und habe mit meinen Stammtischbrüdern auf die Technik und aufs Handy der neuen Generation angestoßen. Da kriege ich auf einmal einen Anruf. Von der Heimesse gewesen, von der Frau. Ein Foto hat sie mir geschickt. Zuerst hätte ich es bald nicht gekannt, was das sein sollte. Aber dann bin ich schon draufgekommen. Sie hat mir eine Aufnahme von unserer Songbank geschickt, auf der mein Tuch und mein Polster gut zum Sehen geht. Sie hat mir praktisch Zumbank aufgebeten. Alle haben gelacht. Alle, außer mir. Ein Handy der neuen Generation hat auch seine Nachteile. Überhaupt, wenn sie daheim von der alten Generation ist. Ja, wie gesagt, jetzt kam dann als nächstes draufpassend der Handy-Jodler von den Grammarer Sänger. Dann Lindwurm-Tanz, der sich aus verschiedenen Teilen zusammenstellt. Das ist ein Eckerischer, ein Untersteirer Landler, ein Sandfeider und ein Geildaler Jägermarsch. Also wie gesagt, da kommt dann der Lindwurm-Tanz und dann kamen zwei Lindwurm-Gedichte. Also der Lindwurm ist wieder stark vertreten. Ich wünsche Ihnen für den Block gute Unterhaltung. Solis Hendrik Poliori, Solis Hendrik Poliori.
Gedicht ist das Interview. Gedichte sind von Wilhelm Rotliger, der Kärntner Dichter. Das Interview. Der Wastel Huber, Wort an Lesen, ist neulich 100 Jahre alt gewesen. In der Zeitung waren vor ihm ein Bild und im Radio haben sie auch gespielt. Der Lothar mit dem Radiokastel hat diskutiert mit dem Huberwastel. Wie er sich fühlt, hat er gefragt. Drauf hat der Wastel gelacht und gesagt, ich bin doch gleich stark, richtig wahr, als wie ein Junger, wie mit 20 Jahren. Und weil das keiner glauben hat können, ist der Wastel außer vors Haus mit Zähnen. Von Haus, da war ein Murz drum stehen, Wolf in der Herden und gar nicht klein. Wie sich der Wastel niederbuckt und auf den Stein umeinander ruckt, ho ruck, hat sich der gewirrt und nicht von der Stelle sich gerührt. Und weil noch Reißen und Füge schnauf, mit der Stein nichts tun und gibt nicht auf, da sagt er, ich hab's euch ja gesagt, mit 20 hab ich den auch noch nicht erbockt. Das zweite Gedicht, da heute so ein schönes Wetter ist, das Abendrot. Auf einem Hügel steht ein kleiner Bur und schaut, halt allweil zu, wie in der Ferne ein roter Schein ganz langsam wächst in den Himmel hinein. Ein hölterer Herr kommt stark dazu, bemerkt, wie selig da der Bur. Man kann fast sagen, verzückt, oh Gott, hinschaut ins helle Himmelsrot. Na, sagt er nach einer Weile, du stehst und schaust und hast kein Eil. Wie schön ist dort das Rot doch fern. Gell, Bur, das siehst du wirklich gern. Ach ja, sagt der Bur, und wir, auf meint der Herr, das ist wirklich schön von dir. Das freut mich wirklich, lieber Bur. Du hast noch einen Sinn für die Natur. Da hast du einen Euro, wirklich wahr. Das Abendrot ist wunderbar. Ach, Abendrot, schreit drauf der Bur. Das ist kein Abendrot, gar keine Spur. Ich bin gleich schnell aufgerannt, weil das ist unsere Schule, die brennt.
Kalix und Marienland sang nur auf der Welt. Schön und ist mein Flur, schön was ist mein Flur, doch nix als wir tanzen, war es doch nicht nur.
nicht. Also so ein Beil, gell? Und man sieht es mal ist gut, wenn man nur die eigenen Zent hat. Ja, weiter gang's dann wieder mit ganz was Neuartiges, sage ich, von den Grammerer. Und zwar die Emanzipation, das ist auch bei den Grammerer ausgebrochen. Geht es dann weiter mit der Andrea und Heidi. Ich lese dann aber zuerst noch was. Das sind die Grammerer Menschen, die singen jetzt auch. Nicht, weil ich gerade sozusagen die Burgen, die da dabei haben, sondern ein Mensch, das kennen wir auch. Und das wisst ihr, die Diskussion, die ist ja schon uralt. Gleichberechtigung hat es voriges Jahr, das ist schon wieder 2 Jahre her, einmal ihren Gipfel erreicht, wie es da bei der Bundeshymne angefangen haben, wegen die Töchter-Söhne oder Söhne-Töchter oder so. So in die Richtung geht es bei den Grammerer auch jetzt. Also es singen jetzt die Menschen schon. Und ich habe da meine Gedanken einmal gemacht über die Gleichberechtigung. Gott sei Dank ist es jetzt so weit, dass man alles geschlechtsneutral ausspricht. Hat lang nur gedauert, bis sie Frauen da durchgesetzt haben. Aber jetzt haut das halbwegs hin. Fast in alle Bereiche gibt es zu der bisherigen männlichen Dominanz auch ein weibliches Gegenstückchen. Christen und Christinnen, Fußgänger und Fußgängerinnen, Verkehrssünder und Verkehrssünderinnen, Mensch und Mensching. Da gibt es sogar einen speziellen Ausdruck für eine junge Frau, das Mensch. Da ist optimal, der Mensch, die Menschin und das Mensch. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Mensch ärgere dich nicht Spiel. Da braucht sich Menschen jetzt überhaupt nicht mehr ärgern. Wie gesagt, im Humanbereich haut das schon einigermaßen hin. Aber bei der Tier- und Pflanzenwelt, da fällt es nur hausweit. Optimal gelöst ist eigentlich gerade bei den Bienen. Da regt sie nicht auf, da gibt es eine Königin und aus, das passt. Aber dann gehen die Probleme schon an. Beim Scher zum Beispiel. Der Scher und die Scherin. Den Begriff Scherin gibt es zwar, aber das ist wieder was anderes. Zum Beispiel Carsharing. Das könnte auch ein motorisierter weiblicher Scher sein. Oder, wenn du den Scher Hochdeutsch aussprichst, der Maulwurf, die Maulwürfin. Das passt nicht recht, das klingt unterwürfig. Maulwürfing, da gehört was da ist Handlungsbedarf. Bei den Katzen schaut es schon wieder besser aus. Die Katze, der Kater und die Catering. Catering ist nur zwar ganz aktuell, gibt's gar nicht mehr. Ganz anders schaut es bei den Schmetterlingen aus. Der Schmetterling und die Schmetterlingin. Das klingt nicht gut. Bei der Vogelwelt ist hübsch ausgeglichen die Schwalbe, der Sperling und die Sperlingin, die Drossel, der Star und die Starring. Da kommt man nur früh aufzählen. Ein Hund fällt mir da spontan ein. Der Dobermann. Das tut weh und klingt auch blöd, wenn wer verzeugt, mein Dobermann hat Junge gekriegt. Das schreit ja direkt noch eine Doberfrau. Bei den Pflanzen ist auch so eine Geschichte. Der Kaktus und die Kaktussi. Naja, ist auch sehr gewagt. Oder bei den Arbeitsbehilfsmitteln, die Schraubemutter. Da fragen wir, warum es nicht schon lange einen Schraubenvater gibt. Schwierig wird es auch beim Werkzeug. Die Beißzange. Beißzange. Da fällt man beim besten Willen kein männliches Gegenstück. Oder bei den Redewendungen, die Dummheit, die ist eindeutig weiblich.
Aber ich meine, jetzt tut es gehen. Der Unsinn. Weiter geht's, wie gesagt, mit Andrea und Heidi, die Grammere Menschen, die jetzt singen. Heute siehst du das schon ein Stück. Dann haben wir wieder die Lindwurm-Musik, ja, aber dann anschließend, und dann kommen die Grammerer Sänger mit Dradertisch. Das ist ein Stückchen von Anton Maurer aus Andorf, ein ganz altes Stückchen. Schaut der Frühling in dies Land, circa Stunden Winter kommt, dies vom vorigen Sommer an, wann man reinig kann, wann man reinig kann. Geht der Schneefuß selber weg, gut ist nicht für den Winterspeck. Und beim Blick auf Badewanne trifft die fast der Schlag, trifft die fast der Schlag. Ja, Lili, holla, ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, trotz die weiß die Bissen hat, platzt er nur die Seiten nach, übt zur alten Traumfigur, nur ein Schlampfkeitskur, nur ein Schlampfkeitskur. A Kur, die wo's am schnellsten geht, ist bekanntlich null Diät. Krocht der Mann von Frage gestellt, wird er dies bald blöd, wird er dies bald blöd. Ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, oder wo's? Läuft die wir auf Kasselbier, Figurella macht aus Bier, formen in nur 14 Tagen, wer ein Zimmerschrank, wer ein Zimmerschrank. Dann wirst du massiert und knett, gewinnst du mit 3 Jägi Wind, dass ein Zentimeter fällt, wann man direkt wird, wann man direkt wird. Ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, oder wo's? Hast nicht nur den Spick verloren, fühlst dich jung und neu geboren, schwörst und spür dich schlank und schick, nie mehr wieder dick, nie mehr wieder dick. Schon wie's dies Bühne geht, hast die Monate lang gehört. Jesus, nein, es ist ein Schand, es passt die säulig Wand, es passt die säulig Wand. Ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, oder wo's? Oh, wie das? Ja, Lili, holla, ja, Lili, ja, Lili, holla, ja, Lili,
Der Trainerstand ist. Und jetzt geht's bei dem Lied. Beim Kiewer wird am Ofen nicht, da kämen wir gern zusammen. Die lustigen Brüder allesamt, der Traber die miteinander. Da schloss der Söder Witz, gekriegt der Schneider und der Schmied. Erkel und der Traber die fleißig mit. Da herrscht die größte Quertlichkeit, die sieht's einmal ganz leicht. Doch mal ist der Durchstieger, doch ist er wohl ein Geist. Die ganze Gesellschaft ist wieder und singt der Kleider zwar. Ein Drama, die sind froh. Ich steh, das kann's nicht gehen, weil so ein Drama liegt. Und wir gehen verdammt nicht vor, so dass die Leute am Bord, weil uns so neu weiß hier, wir sind in Mondscheins wird. Nicht stehen, das kann's nicht gehen, weil so ein Drama liegt. Und wir gehen verdammt nicht vor, so dass die Leute am Bord, weil uns so neu weiß hier, wir sind in Mondscheins wird. So sind wir's und so heut, was da schreit jeder, wo's er kann. Beim Horn geht uns hin und da ans Haus der Lorna an. Und schlaft da wird sein Los, lasst da hin und ist da was dabei. Wenn wer hier war, ein Charlotte ist von Kontrada sein. Schon langsam der Pause, nachher kommen wir noch mal vor der Pause, kommt noch mal die Grammarer Zicht dran. Aber darum möchte ich jetzt vor der Pause eine Geschichte vorlesen, was über das Sitzen und über das Essen geht. Und ich meine, dass mich da erinnert, wenn ich so schaue, kann man das recht lebensnah darstellen. Kaum dass Temperaturen im Frühling wieder ein wenig ansteigen, schießen auch schon eine Unzahl Festel und Frühschoppen aus dem Boden. Fast jeder Verein fühlt sich berufen und organisiert irgendein Spektakel. Vereine sollte man unterstützen, da gibt es nichts so. Ich gehe ja ganz gern hin zu den Veranstaltungen, aber es ist jedes Mal eine Prozedur.
Jeder Veranstalter schaut natürlich, dass er so viel Leute wie möglich einbringt in sein Veranstaltungsgebäude. Feuerwehr fährt alle das Zeughaus ein, Musik geht irgendwo in eine ausgeräumte Wohnhütten und wenn schon ein größeres Zelt aufgestellt wird, dann macht der betreffende Verein so viel Werbung, dass der Platz wieder hinten und vorn zwäng ist. Natürlich wird auch versucht, so viel Biertischgarnituren einzubringen, wie es gerade geht. Oft haben sie so eingestellt, dass eine klassische Kellnerin, eine, die irgendwas auf den Wok bringt, nicht mehr durch kann. Da kommen dann Kellnerinnen der neuen Generation zum Einsatz. Die zwar einigermaßen Schlinge haben, aber nicht mehr wie 2 halbe Tragen hin. Weil sie so aufgrund von dem geringen Rahmenbau bei weitem nicht die Nutzlast von der klassischen haben. Das macht sie natürlich durch längere Wartezeiten bemerkbar. Haben jetzt aber die Gang zwischen den einzelnen Garnituren schon so eng, dann gibt es zwischen Bang und Bang praktisch überhaupt kein Spaß mehr. Wenn die Bang hinter dir nur la ist, geht es einigermaßen. Du kannst dich gescheit hinsitzen und hoffen, dass der kommende Rübennachbar nicht Konfektionsgröße XXL hat. Weil sonst wird es kritisch. Taucht dann tatsächlich sicher noch auf, was zu aufpassen. Erfahrungsgemäß gehen sicher die Leute relativ rücksichtslos vor. Schickt sie so an, dass er sich genau hinter dir niederlässt, tut er meistens nicht lang um. Er sitzt sich einfach nieder, hat aber auf seiner schmalen Bein bei weitem nicht bloß. Aufgrund seines gesegneten Hinterteils kommt, dabei er sich niedersitzt, zum ersten Kontakt schon kurz unterhalb dein Hals. So zwängt er sich dann nieder, dabei sein Hosenbogen noch deinen Rücken anstraft. Aufgrund von der Keilwirkung und weil er mit einer Masse zur Verfügung steht, schiebt er die jetzt ein schönes rund 4 Richtung Tisch, sodass zwischen Biertischkanten und seinem allerwertesten einzwickt ist. Den Tisch kannst du aber nicht mehr durchschieben, weil von der anderen Seite der Gegendruck da ist. Das mag ich schon überhaupt nicht, wenn ich bei meinem Mann stehe. Nur dazu geht es so warm da noch davon. Und jedes Mal, wenn er lacht, beidelt es dich her, dass du nicht mehr drinnen kannst. So hängst du jetzt da, bringst freiweg noch Luft, weil sie die Biertischkante an den Magenrum eindruckt und genau jetzt kommt dein Händel. Links und rechts von dir ist ein Schau und rennt der Übungen. Mit eng am Körper angelegten Arm fängst jetzt du zunächst noch auf den schmalen Tischchen. Und weil die der hinter deiner so weit vierig geschoben hat, teifelt beim Anfieseln mit dem Kopf fast mit deinem Gegenüber zusammen. Wenn es auch nicht besser geht. Weil er auch so einen Wuchtiger hinter ihm hat. Unter den Tischplatten findet währenddessen der versteckte Kampf Fuß gegen Fuß statt, weil dein Gegenüber auch nicht mehr weiß, wo er Fuß hin wird. Ich komme auch recht gerne so zum Sitzen, dass sie die eisernen Biertischhaxen zwischen die Füße haben, was ein zusätzliches Martyrium bedeutet. Verschärft wird das Ganze, wenn der Humorist vorne auf der Bühne auf einmal auf die Idee kommt, dass geschunkelt wird. Nur dazu, wenn der hinter deinem mit Essen schon fertig ist und mittut. Du hast dann direkt getan, dass beim Händler ein bisschen nicht daneben beißt. Weil die dann sein Hinterteil automatisch einen Takt mitnimmt. Ist die Prozedur dann endlich überstanden und Musi macht eine kleine Pause, schwimmt Kellnerinnen aus, Händler kassieren. Der hinter deiner hat das Brieftaschler der Gesäßtaschen drin. Möchte sie jetzt außerdem, kommt aber aufgrund von den engen Sitzen nicht in seinen Hosensog ein, sondern fährt mit seiner Hand zwischen deiner Hosen und Unterhosen rein.
Unglücklicherweise verhängt er sich bei den ruckartigen Zurückziehen mit seiner Uhr nur bei den Hosenriemen, nagert und reißt um und nach, da das halbe Bierzeit aufmerksam wird. Spätestens jetzt hast du nur Zahls und schießt dich zum Heimgehen. Kaum erhebst du aber von deinem unbequemen Sitz, schnallt anschaut er zusammenpresst hinter dir von deinem Rückennachbar wie ein Airbag-Donner und bedeckt die Bank, wo du gerade gesessen bist, zur Gänze. Fast zeitgleich rückt er der Biertisch aufgrund von den einseitig wirkenden Kräften ein Stückchen und erschwert das Neugehen. Von oben bis unten schmiert von der Händel-Ess-Prozedur, halb hysterisch von der Muse, verschwitzt und grantig, endet am meisten so ein Fest. Ja, und jetzt spielen wir den Grammler Zicherbühne, den Bürgerwandel, den deutschen Umgang.
Programm. Der zweite Teil ist schon schneidig eingeleitet worden mit echter Volksmusik, mit der Lindwurm-Musik aus Klagenfurt. Und wer Volksmusik weiter hören möchte, der hat ja alle Werbung machen von Sänger- und Musikantenstammtisch bei der Volksmusik Wirtsleit-Familie Schachinger in Walchshausen, das ist bei der Autobahnabfahrt Ried-Doppelzang. Am Sonntag, 29. April 2007 um 14.30 Uhr, eine echte, unverfälschte Volksmusik. Also den Termin vielleicht nicht vergessen, Sonntag, 29. April 2007 um 14.30 Uhr in Doppelzang. Ja, bevor es weitergeht mit den Graumerer Sänger mit Inviertlerisch vom Pater Emmerich Doning aus St. Marienkirchen, ein ganz berühmtes Gedicht Inviertlerisch, was da vertont ist, und dann mit die Lindwurm-Tanz, sage ich dann noch irgendwas dazu, möchte ich ein Gedicht nicht vorenthalten, was auch mal so ein Thema gewesen ist, und zwar die elektronische Fußfessel, die es ja mittlerweile gibt. Und da hat mir mal ein paar Verse eingefallen zu dem Thema elektronische Fußfessel. Jetzt gibt es was, das ist wieder neu. Im Strafvollzug von Österreich nicht mehr so streng, ein bisschen locker, spazieren gehen, gestatten Gefängnislocker. Fußfessel wird die Geschichte genannt, weil wer mit der durch die Gegend rennt, wird elektronisch überwacht, dass er keinen falschen Schritt nicht macht. Der Satellit von oben schaut zu und sendet es auf einen Monitor, sodass der Chef vom Gefängnis weiß, aha, da ist wer auf der Reise. Mir ist die Geschichte nicht ganz geheuer, weil erstens kommt es ja ziemlich teuer und dann zum zweiten kommt es ja sein, es setzt das wer anders ein. Am Ende kommt gar eine Ehefrau auf die Idee, das passt genau. Der Mann ist sicherst nie. Und wo der ist, das weiß ich nie. Wenn ihr so ein Kastel hätt, Sapperalot, das war nicht blöd. Dann zeige ich ganz ohne Stress, wo er grad ist, dank GPS. Möcht man dann fortgehen, sagen sie, du bist ja jeden Tag dahin. Vergiss dein Bier mit den Schämform, nimm Fußfessel, sonst bleibst du daheim. Wenn es so weit kommt, haben wir verspult. Dann gibt es keine Ausrede. Der hat Schuld. Es schützt ja auch nicht die schwarze Nacht, weil sie daheim alles überwacht. Auch was für ein Wirtshaus ist er gerade und ob er schon einen Teufel hat. Das sieht am Monitor bestimmt, wenn man beim Gehen schleudern kommt. Da strubelt sie schon vor sich hin. Und wenn es dann heimkommst, wart's auf dich. Ich weiß, was gewinnt bist, alter Stessel. Ich sieg das dann dein Haxenfessel. Soll's wirklich einmal so weit kommen, lass ich mir die Hoffnung auch nicht nehmen. Es wird ja wie beim Fernsehen sein, sie schlaffert vor ihrem Bildschirm ein. Als nächstes bitten wir wieder die Graumerer Sänger auf die Bühne mit Inviertlerisch, wie ich schon gesagt habe, von Pater Doninger. Und dann haben wir wieder Lindwurm-Tanz. Und zwar Lindwurm-Tanz, ein Kreispolka, eine schwedische Maskerade und ein Schwedenwalzer. Ja.
bevor es dann weitergeht mit dem Programm, im Gesang, Tanz und so weiter, möchte ich vielleicht in Einstimmung auf die Zeit, wo jetzt die Hochzeit sozusagen mit angeht, eine kurze Geschichte lesen, wie es so einen gehen kann. Jetzt ein Tisch, die hat es ja früher nicht gegeben. Das ist eine neue Einführung. Ist ja ganz praktisch für das zukünftige Ehepaar, aber für die Verwandten und Bekannten ist es ein Stress. Weil du darfst schauen, dass du was erwischt, sonst ist das Interessanter schon weg. Mit den interessanten mal die Artikel, die halbwegs was gleich schauen und nicht ganz teuer haben. Eine entfernte Verwandte von meiner Frau hat das nächste Mal geheiratet. Darf man da frei ein wenig was kaufen, hat die Mike gesagt, weil wir haben ja von ihr auch was gekriegt, soweit ich mich erinnern kann. Also auf das Geschäft, wo der Hochzeitstisch steht, weil ein Sonntag ist ja schon so weit. Wie wir dann an dem Geschäft gewinnen haben, hätte es uns bald einen Ruck gehabt. Das haben ja mindestens 50 Hochzeitstisch und um jeden haben ein paar Leute umgeschwänzelt. Jetzt ist die Sucherei angegangen. Brautpaar Meier, Müller und Berger, Huber und so weiter und so weiter. Dann endlich haben wir fündig geworden. Aber gerade wie wir zugehen, schnappt uns noch eine die letzte Packung Handtücher weg. Sapperati, die hätte genau passt. Hätte die Rutsche nicht ein wenig später kommen können. Aber wir haben selber die Schuld. Warum gehen wir erst eine Woche vor der Hochzeit das Geschenk kaufen? Jetzt haben wir da gestanden. Ein Kelomat und eine Zitronenpresse ist noch da gewesen. Und den anderen Zeiglingen gerade noch die Preisschulden umeinander. Da war schon was dabei gewesen für uns, was passt hätte. Weißt du, so das schiebst die Einkauferei, habe ich gesagt zu meiner Frau, jetzt hast du das. Ein Kilowatt und eine Zitronenpresse. Für ein Kilowatt ist es teuer, da braucht man gar nicht drüber reden. Wir haben ja von ihr auch gerade so ein billiges Besteck gekriegt. Wo sie jetzt mal das Gabi verbirgt, weil wir ja wegen Kachers Fleisch haben. Bleibt gerade noch Zitronenpresse. Schaut halt ein wenig armselig aus, hat meine Frau gemacht. Wenn es wenigstens nicht aus Plastik war. Also haben wir hin und her und überlegt, was wir tun sollen. Da ist dann mir der rettende Einfall gekommen. Weißt du, was wir da haben, habe ich gesagt? Wir nehmen die Zitronenpresse und das Backel, wenn mir das gleich schaut, tun wir noch 1 Kilo Zitronen dazu. Zitronen kann ich jetzt brauchen. Du meinst nicht, dass du ein wenig sauer reinschauen beim Auspacken. Hat meine Frau gesagt, da müssen wir uns ja schauen. Beim Auspacken haben wir eh nicht dabei. Was gibt's denn da zum Schauen? Ja, meist Leute, die wissen nicht, von wem es ist, hat die Meier wieder. Das sieht man ja da am Billet. Ja, wenn was drin ist, habe ich gesagt. Wir tun einfach keins ein. Dann haben wir aus dem Schneider. Sie kriegen ein Geschenk von uns, aber beim Auspacken wissen sie nicht mehr, von wem es ist. Ja, kurz und gut, so haben wir da. Am Sonntag um 3 Nachmittag haben wir schon an der Reihe gestanden und haben uns zurückgekämpft zum Brautpaar. Unser Backel hat was gleich geschaut, weil ich habe 2 Kilo Zitronen gekauft. Weil sie in Aktion gewinnen haben. Mit den süßen Grenzer haben jetzt wir dran gewinnt zum Gratulieren. Das Backel habe ich getragen und nachdem ich euch zwar beglückwünscht habe, wollte ich erst das Backel überreichen. Aber gerade wie es um mich hin über den Hochzeitstisch und wie der Bräutigam schon klauen möchte rum, schreit also ein windiger Fotograf zu mir her, ich soll kurzer so bleiben, er möchte ein Foto machen. Weil das Backel so schön ist. Das hat auch gestimmt. Meine Frau hat sich mit Einpacken eine rechte Mühe gegeben. Ich meine, dass die Verpackung gleich mehr wirkt, wie es mit der Inhalt. Mutzgroße Maschen, was außen nur mit Bandel den 20 cm angehängt haben. Dann ist auf einmal alles recht schnell gegangen. Irgendwie, wo ich durch das hingekommen mit einem von den Bandel bei der brennenden Hochzeitskerzen angekommen sein. Weil auf einmal hat
das ganze Backel Heu aufbrennt. Und so schnell habe ich gar nicht schauen können, haben schon die ganzen Zitronen aufgekriegt und über den Hausentisch umgekriegt. Da haben sie wirklich ein wenig sauer reingeschaut. Die zwei frisch Vermählten. Meine Frau und ich haben geschaut, dass wir weiterkommen haben. Und haben sogar einen Kaffee und die Stickel hat sie dort hingelassen.
ich habe sowas noch nie gesehen. Bergmannsplattler, also das war wirklich schön. Und was der greifen, also wirklich alle Achtung, herzlichen Glückwunsch. Ganz eine einmalige Darbietung, was wir da heute miterleben dürfen haben. Der Seismograph hat wieder ein wenig ausgeschlagen, es wäre noch eine und so hat es ganz schön herbeidelt. Und ich habe mir das auch so vorgestellt, wie Lindwurm-Plattler, man nennt das kommt also endlich sein, wenn man einen Lindwurm schluckt, dass da auch so ein wenig so im Kaum wird. Also war eine wunderschöne Einlage. Ja, liebes Publikum, liebe Freunde der Volksmusik, ich bin eigentlich am Ende angelangt, also wir sind im Programm fast am Ende angelangt. Es kommen nur die Graumerer Sänger mit dem Imviertelglas Landl und dann die Graumerer Zich mit dem Imviertler Landler mit der geheimlichen Hymne des Innviertels, der Imviertler Landler, sehr gekonnt wieder dargeboten von der Graumerer Zeche. Ich möchte mich verabschieden mit der letzten kurzen Geschichte, die eine gewisse Aktualität beinhaltet. Sie heißt, wie geschmiert, und ich möchte mit der Geschichte ein Dankeschön sagen. Dankeschön fürs Zuhören, es war ein ganz hervorragendes Publikum. Dankeschön für den Applaus und ich wünsche alle, die heute da bin, dass sie ein paar Eindrücke mitnehmen von den schönen Abend, von den Darbietungen, von der Volkstanzgruppe Lindwurm, von der Graumerer Zich, von den Graumerer Sänger. Eindrücke, mit denen wir wieder in die nächste Woche gehen können und die uns wieder weiterbringt. Mit der Kultur unseres Landes, mit der Kultur aus den Regionen unseres schönen Österreich. Ich wünsche euch ein gutes Heimkommen und ein schönes Wochenende. Ja, der Staat hat auch hinterm Vorn kein Geld nicht mehr. Jeder Minister macht heute sein Ministerium, ist das wichtig und verlangt nur mehr finanzielle Mittel. Der Finanzminister weiß oft wirklich nicht mehr, wo das Geld hernehmen soll. Es war schon langsam an der Zeit, dass da einmal weg umdenkt wird. Es geht alles so weg modernisiert. Dann laufen es wie geschmiert. Zu was braucht man heute einen Innen- und Außenminister? Da müsstest du einen Schwellenminister auch tun. Einer, der auf der Schwelle zwischen Innen und Außen steht. Da war sein Ministerium und je nachdem, wie er braucht wird, geht er halt ein oder aus. Oder die Landesverteidigung zum Beispiel. Muss ich die wirklich selber machen? Die vergib ich da. Die Landesverteidigung konnte genauso gut den Maschinenring übernehmen. Die tun schon alles. Für einen Maschinenring darf das kein Problem sein. Das war zusätzliche Nischen für die Landwirtschaft. Der Maschinenring hätte auch die passenden Leute für die Landesverteidigung. Weil Bauern haben das nötige Know-how. Die haben genetisch vorbelastet von den Bauernkriegen her. Die hauen schon drei, wenn sie drauf ankommen. Die überwachen unsere Außengrenzen schon und schauen vielleicht sogar, dass unser Land mit der Zeit ein bisschen größer wird. Auf jeden Fall lassen uns keinen Millimeter her. Die praktizieren das jetzt auch schon Tag für Tag. Wenn einer den anderen übers Mode umjackert, dann staubt's. Das ist praktizierte Landesverteidigung. Der Maschinenring bietet sich regelrecht an für das Ministerium. Ja, und was Bewaffnung betrifft, war es wieder optimal. Ein Lagerhaus kriegst du alles. Wer weiß, ob man nicht einen Eurofighter über das Lagerhaus von Haus aus billiger kriegt. Vorplatz da, das Lagerhaus grün kannst du gleich lassen. Das ist die perfekte Tarnung. Mit Sprit war es wieder so. Da konnten sie gleich mit Rapsöl fliegen. Und alle anderen Fahrzeuge auch mit dem Biosprit antreiben. Das kam fürs gesamte Ministerium billiger. Das Rapsöl war universell einsetzbar. Als Treibstoff für Fahrzeuge, als Salatöl für Pfannkuchen, zum Querschmieren, als Sonnenöl für bei den Auslandseinsätzen.
und so weiter. Wie gesagt, mit ein wenig einen guten Huhn geht das ganz wie geschmiert. Danke.
So, liebe Leute, wir sind jetzt am Ende unseres Programms angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ihr wart ein sehr gutes Publikum, muss ich sagen. Ich bedanke mich für euch einen Applaus. Man spürt, glaube ich, schon, dass der Funken übergesprungen ist, der es euch auch ganz gut gefallen hat. Und ich möchte mich auch besonders bei unseren Gästen bedanken. Beim Karl Bomberger einmal für seine netten Geschichten. Ganz besonders bei unseren Gästen aus Klagenfurt, bei der Volkstanzgruppe Lendwurm, also die was wirklich tänzerische Darbietungen macht, einmal was man nicht jeden Tag sieht. Und auch die Muse, also die Jungen, einmalig, muss ich sagen, gratuliere euch dazu und danke. Jetzt wird es uns wieder besuchen, wenn es wieder mal heißt, Kramer Zech macht eine Veranstaltung. Ich möchte nur auf morgen hinweisen, da gestalten wir miteinander den Gottesdienst um 8:45 bei der Kirche in Andrichsfurt. Wir und die Tanzgruppen Lendwurm, also die umrahmen das Ganze ja musikalisch ein bisschen. Ja.
Danke, ich möchte mich im Namen der Liedfirma auch ganz herzlich bedanken. Zum ersten für das tolle Publikum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere kärntnerischen Geschichten. Und dann möchte ich die erste sagen. Und dann möchten wir uns ganz, ganz besonders herzlich bei unseren Freunden von der Kamera Z bedanken für die tolle Aufnahme da im Innviertel. Das ist ein Genuss. Das ist einfach schön, nicht nur die Kamera Z, sondern die ganzen Leute im Innviertel sind Freunde. Also es gibt nicht nur in Kärnten Freunde, sondern auch in Oberösterreich Freunde. Das freut uns ganz besonders. Gell, Herr Bürgermeister? Der Sänger möchte mir so ein Danke geben, was vielleicht zu irgendeiner Brotzeit dazu passt. Da denkt ihr und ich glaube, von gestern ist der Sprachwechsel übrig geblieben. Ausgezeichnet was. Danke nur einmal und wir freuen uns auf morgen. Ne? Danke. Danke nochmal für den Besuch und ich wünsche euch alle einen kurz nach Hause kommen.